Obwohl es nur ein Freundschaftsspiel ist, erwarten wir von der Partie heute eine ganze Menge, denn wir wissen von den Spielern beider Mannschaften, die Einstellung stimmt eigentlich immer. Ja, das ist richtig, Tom. Die Leidenschaft stimmt auch, aber die Konkurrenz ist einfach zu groß. Also es sollte eine sehr unterhaltsame Partie werden. Ein schönes, langes Zuspiel. Der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Und ihr sollt das unbedingt alleine machen, notfalls auch aus dieser Entfernung. Beim besten Willen, so geht's nicht. Und hier schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. War das Abseits? Aktion. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat. Und daraus könnte was werden. Ja, und die Mannschaft jetzt wieder im Ballbesitz. Den Ball führt Cristiano Ronaldo. Und der lange Ball findet auch noch einen Mitspieler. Perfekt. So, jetzt hat er Platz. Mit dem Kopf nach vorne gespielt. Oh, klasse, der lange Ball. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Und er köpft hier den Ball nach vorne. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. So, jetzt stellt sich die Frage, was stellt er mit der Möglichkeit an? Jetzt hat er den Platz. Achtung, jetzt brennt's. Der Pass perfekt. Ein solcher Schuss ins untere Eck ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Fast unmöglich sogar. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich erzielt hat. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Perfekt getimt, der Ball landet genau beim Mitspieler. Und Cristiano Ronaldo. Ein Weltklasse-Pass. Ja, das macht er gut, per Kopf. Da sieht er die Lücke. So, und erstmal raus mit dem Ball per Kopf aus dem Gefahrenbereich. So, jetzt wird's gefährlich. Ganz knapp geht der Ball vorbei. Ja, Cristiano Ronaldo. Ah, was für ein Foul. Da zieht er ihm die Beine weg. Aber der Schiedsrichter belässt es bei Freistoß und Ermahnung. Da wirft er sich dazwischen.
Was für ein Tor! Ja, das ist ja Heimspielatmosphäre für die Gäste hier in diesem Stadion nach diesem Tor. Was für eine Atmosphäre. Großartig gekämpft und deswegen haben sie sich das Tor redlich verdient. Der Ball geht über die Torauslinie, deswegen Abstoß. Und Achtung, Cristiano Ronaldo. Absolut spitze. Da macht ihm keiner was vor im Dribbling. Nutzt er die Chance. Cristiano Ronaldo mit der Chance vor. Ja, das ist natürlich alles andere als uneigennützig, aber er wird trotzdem belohnt. Solange es funktioniert, ist ja alles gut. Und jetzt müssen wir mal abwarten, ob der vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Oh, klasse Lattentreffer. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Ja, das war klar. Da muss er Freistoß geben. Ja, und da könnte sich jetzt eine Möglichkeit ergeben. Also wenn der Keeper so weiterhält, dann kann der Trainer beim besten Willen nichts, aber auch gar nichts aussetzen. Und der Torwart denkt sich bloß erstmal 2:1 der Spielstand zur Pause. Ach, das ist wirklich eine ganz enge Begegnung, die uns die beiden Mannschaften hier in den ersten 45 Minuten geboten haben. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf geht's. Ja, klasse Zuspiel. Cristiano Ronaldo. Hat durchaus mit aufgepasst. Cristiano Ronaldo, der passt genau. Ja, da hat der Torhüter doch gar keine Möglichkeit, diesen Ball abzuwehren. Mit vollem Risiko abgezogen und dann genau in den Winkel. Ein tolles Tor. Also wann siehst du heutzutage schon mal noch einen lupenreinen Hattrick? Heute! Ja, heute! Das war sein drittes Tor. Und jetzt drängen sie nach vorne. Und irgendwie bringt der Verteidiger da noch einen Fuß. Der Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und Cristiano Ronaldo. Schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Und ausgerechnet jetzt kommt er mit solch einem schwachen Zuspiel um die Ecke. Jetzt kann er sich, also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Gut gemacht vom Keeper. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, sowas kann der Schiedsrichter hier unmöglich durchgehen lassen. Natürlich holt er die gelbe Karte raus. Ja, da steht er völlig frei. Und sie stürmen nach vorne.
Ah, gefällt dem Trainer. So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, und das war ja klar. Das gibt die rote Karte. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Ja, da musst du erstmal durchkommen. Klappt nicht. Ja, das war eine Glanzparade des Torhüters. Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. Und lang abgeworfen vom Keeper. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. So, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Ja, jetzt müsste er den Ball aber nach innen ziehen. Ja, wie um alles in der Welt kann man dieses Foul nicht sehen. Das gibt's doch gar nicht. Da war eine Portion Risiko mit drin, aber der Ball kommt an. Der Verteidiger fälscht den Schuss ab. Ecke. Nur raus aus dem 16er mit dem Ball. Um Himmels Willen raus. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Damit haben sie sich den Ball zurückerobert. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Klare Sache, das muss die gelbe Karte geben und hoffentlich hat er sich keine ernsthafte Verletzung zugezogen. Ja, für so eine rüde Attacke sind andere Spieler schon vom Platz geflogen. Der geht in die Mauer. Er hat den Ball erstmal per Kopf aus der Gefahrenzone befördert. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, wo bleibt die Flanke denn? Gut weggeköpft. Ja, Zweikampfstärke zeichnet ihn aus, zeigt er auch wieder in dieser Situation. Was für ein schöner Tag wieder mal für den FC Arsenal. Denn das Spiel ist zu Ende und die Mannschaft hat gewonnen. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.